Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play und zwar fangen wir an, wie versprochen, mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Das Spiel ist auf Englisch, das ist nämlich damals nicht für das Super Nintendo in Europa erschienen, weswegen ich nur die Englisch-Version gefunden habe und deswegen werde ich das Ganze auch auf Pelzig wieder synchronisiere. Ich lasse die jetzt mal wieder babbeln, dann muss ich aber definitiv erstmal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen für mich, damit ich das Ganze auch auf Pelzig übersetzen kann. Das heißt, das könnte teilweise etwas länger dauern, aber trotz allem, ja, das machen wir so, dass ich das auf Englisch, von Englisch auf Pelzig übersetzen werde. Ja, ich freue mich echt schon sehr, mir wurde es sehr empfohlen. Interessanterweise hat es auch sehr viel von Final Fantasy an sich. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, habe herausgefunden, dass auch Akira Toriyama, sprich der Erfinder von Dragon Ball und Dr. Slump, für die Charakterdesigns mitverantwortlich war. Und dass auch Nobuo Uematsu, der auch die Final Fantasy Soundtracks macht, hier mitverantwortlich war, was mich natürlich noch mehr freut. Ach ja. Es gilt als eins der beste Rollenspiele überhaupt für das Super Nintendo, wie ich so gehört habe. Aber ich persönlich hab's halt noch nie gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Umso interessanter wird das Ganze für mich, denn das Ganze wird ein Blind Let's Play. Ach ja, und da bin ich mal gespannt, was ich hier mache, wie das so laufen wird und wie ich das mit dem Englischen meistern werde. Das ist in vielerlei Hinsicht mal ein interessantes Let's Play für mich, gerade weil die englische Sprache, die ich halt ins Pelzische direkt übersetze werde beim Vorlesen. Und eben weil es ein Blind Let's Play ist, für mich eine sehr interessante, wenn nicht sogar pikante Angelegenheit wird. Du schauen wir doch einfach mal. So, werde ich einmal sagen, wir lassen die jetzt hier mit ihrem wunderschönen Charakterdesign, was wirklich schon echt an Final Fantasy erinnert, lassen wir das jetzt mal gut sein und gehen mal rein direkt ins Spiel. So, jetzt lassen wir die Mobable hier, das hatten wir schon, Chrono Trigger. Kampfmodus, Aktivzeit, Kampfversion 2. Gegner werden dich attackieren, ach wenn du nicht fertig bist, ach wenn du nicht so weit bist. Und nimm da die Zeit und wähl dein Gegenstand und kämpf strategisch. Das klingt doch ganz gut, gerade für jemanden, der das jetzt das erste Mal spielt. Ja, werde ich das machen. Chrono, ja natürlich. Such da einen Namen aus oder gib einen Namen ein und dann drück den Startknopf. Okay, ja, der sieht tatsächlich ein bisschen aus wie Son Gohan, finde ich. Da merkt man auch die Handschrift von Akira Toriyama auf jeden Fall, weil, selbst wenn ich es nicht gewusst hätte, der sieht echt sehr stark noch Son Goku, noch Son Gohan, noch Trunks aus. Ja, wir bleiben auch bei Chrono. Wir lassen ihm seinen Namen, den er hat. Okay. Schick gemacht ist es auf jeden Fall. Für 1995er Spiel, für das Super Nintendo schon sehr interessant. 2009 kam es dann in Europa erstmals in deutscher Sprache auf dem Nintendo DS raus. Da ich den aber nicht besitze, musste ich halt jetzt auf die amerikanische Version zurückgreifen. Aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Englisch kann ich besser übersetzen und lese als Japanisch. Insofern, so what. Wenn zwischendrin ein paar englische Brocken dabei sind, nicht wundere. Chrono. Ja. Chrono. Moin, Chrono. Ach, wer ist du? Wer stört? Ach, die Mama. Ach, komm schon, Schlafkorb. Aufsteher. Lins Glock macht so wunderschöne Musik. Du bist bestimmt so aufgeregt wegen wegen dem Jahrtausendsjahrmarkt, dass du gut geschlafen hast, oder? Ich will, dass du dich halt gut benimmst. Na, gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Und jetzt beweg dich. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Erstmal aus der Kiste aussteigen hier. Ja, so, erstmal Strecke. Ohne gute Strecke geht gar nichts. So, das machen wir wieder zu. Ich mag's lieber dunkel. Ich mag mich mal umgucken. Bin mal gespannt, wie es bei der Steuerung aussieht. Das ist einfach normal. Select ist hier nix. Ah ja, so kommen wir ins Menü rein. Okay, da können wir uns die Items angucken. Die Techniker anscheinend. Okay, die Optionen scheinen das zu sein. Lassen wir es erstmal gut sein.
Okay, Moment, noch einmal. Sogomerei, das ist die Bestätigungstaste. Okay. 400 Goldstücke Hämmer. Wir tragen ein Holzschwert. Eine Kapuze. Beziehungsweise eine Versteckkappe und eine Verstecktunika. Und ein Bandana. Sehr cool. Okay. Na gut. Lightning steht noch neben ihm, also Blitz, Gewitter. So können wir unser Zeug ändern. Okay, wie kommen wir jetzt wieder raus aus dem Schampel? So einfach. Okay, gut. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um. Musik ist auf jeden Fall schon mal schön. Sieht auch schön gemacht aus. Können wir irgendwie rennen oder so? Das geht anscheinend nicht. Vielleicht kriegen wir das noch im Tutorial beigebracht. Vielleicht auch von eine gute Mama. Na, endlich. So nebenbei. Der Erfinderfreund von dir. Ah, du weißt ja schon. Ach, Schätzel. Ich hab seinen Namen vergessen. Oh, sieht aber eher noch eine Frau aus. Luca, natürlich. Die nennen wir natürlich auch Luca. Sieht auch ganz lustig aus. Ja, genau, Luca. Vergiss nicht, dass er etwas erfunden hat, vergiss nicht, dass der eine von ihren neuen Erfindungen angucken sollst. Und jetzt geh schon. Sei zurück, bevor es Abendessen gibt. Oh, das Kätzel. Hihihi. Macht doch ganz goldige Geräusche. Oh, bitte lass es nicht so eine tragische Geschichte sein, wo das Heimatdorf zerstört wird. Ich will nicht, dass das arme Kätzel stirbt, was so ein bisschen an Evoli erinnert aus Pokémon. Okay, hier können wir uns eh nicht mehr umgucken. Mach's gut, Kätzel. Goldig. Rennt's mal hier draußen noch? Nee, anscheinend nicht. Okay, da ist wohl dieser Millenniumsmarkt. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hier soll. Von daher gehen wir doch mal einfach dort hier. Da sieht's irgendwie interessant aus. Ticketbüro. Gehen wir doch mal da rein. Was gibt's denn hier Schönes? Hallo, all die Frau. Das kostet 10 Goldmünze noch Parker. Magst du aufspringen? Ah, lass mal. Noch brauchen wir das, glaube ich, nicht. Manchmal gibt's so einen mysteriösen Strudel im Ozean hier nebendran. Was verursacht das wohl? Na, geh fort. Ich will hier an dir vorbei, Kerl. Und jetzt du, Elaine. Ach, wenn einfach nur der Fritz wieder zurückkommen geht. Mehr würde ich nicht wollen. Okay, na dann. Zum Schiff können wir nicht. Noch Porre muss ich ja auch gar nicht. Wie sieht's dann hier aus? Können wir da in die Stadt reingehen? Ah ja, tatsächlich. Moment, wie heißt denn das Ganze? Wollte ich gerade nochmal checken. Ah, das Anwesen des Bürgermeisters. 1000 nach Christus, Hämmersach. 1000 AD. Okay. Hi, kennst du schon unser Establishment, ja? Unser Gesellschaft? Nö, natürlich nicht. Das ist das Erziehungscenter vom Bäuermeister. Stell das vor, oder... Ja, stell das vor wie ein Workshop für Anfänger. Und du kannst da alles nehmen, was dir findest. Das finde ich natürlich sehr schick. Gratis ist immer gut. Brauchst du eine kleine Einführung in Waffe und Gegenstände? Ja komm, schieß los. Waffe beinhalten Schwerter, Bögen und Gewehre. Und manche Waffe können nur von speziellen Parteimitglieder, oh Gott, von speziellen Gruppenmitglieder verwendet werden. Du findest viele Arten von Rüstungen für Kopf und für den Körper. Und schlussendlich gibt's viele Accessoires mit eigenartigen Effekten und Eigenschaften. Wenn du Stärke gewinnst, werden Schwerter mehr Schade machen. Bögen und Gewehre werden auch noch stärker, was die Trefferquote angeht. Okay, cool. Ich habe einen Tonic gekriegt. Geil. Was ist mit dir, du Zauberhansel? Verstreut überall auf der Welt gibt's Plätze, wo der Spiel speichern kannst. Speicherwand immer kannst, vor allem in gefährliche und unbekannte Areale. Okay, das scheint wohl das jetzt zu sein, ne? Die Sülze. Kann ich da jetzt nichts großartig... Ah, nee, Quatsch. Da muss ich ins Menü reingehen. Dann kann ich hier lustig kann ich das nicht? Noch einmal. Ah, na. Also, ich stelle mich jetzt neben den Hansel, wo der gestanden hat. Und do ist doch, ne? Do kann ich doch... Mann, Steuerung. Do kann ich doch... Warum kann ich hier nicht speichern? Noch einmal der Kerlfrohre. Das ist nur eine Replik. Ja, du musst immer dann deine Reise dokumentieren, wenn du der richtige McCoy findest. Und du findest den auch in eher riskantere Areale.
Also, erinnere dich auch noch dran, dass du überall auf der Weltkarte speichern kannst. Okay, das hat schon Final Fantasy Qualität. Du kannst auch laufen, während du Sache liegst, aber geh nicht zu weit weg, sonst könntest du verpassen. Okay, cool. Mädel, halt! Warte, du hast bestimmt auch noch irgendwelche nützliche Tipps. Du kannst den Y-Knopf drücken, um dein Fenster aufzumachen über Nachrichten und Kampfgeschehen und so Zeug. Kennst du schon die Zufluchter? Die sind ziemlich nützlich. Nö, das kann ich nicht. Erzähl doch mal was. Benutzt so Zufluchter an Speicherpunkte oder auf der Weltkarte, damit du dein HP und MP wieder vollkommen aufladen kannst, Kerle. Das merke ich mir. Ja, das hat schon wirklich starke Final Fantasy Qualität. Ui, was bist du denn nur für ein Ritter? Alter, ich bring dir noch deine Skills bei. Beziehungsweise deine Techniken bei. Bist du bereit, die zu lernen? Ja, komm, natürlich mache ich das. Oh. Während dem Kampf gibt's Effekte von jeder Attacke, die variieren können. Was sind das für kleine blaue Knetköpfe hier? Als allererstes machen erstmal deine Attacke Schade und können mehrere Gegner Schade zufügen. Du kannst zum Beispiel hier den Kritter auswählen und eine Attacke, die schlacht sich auf alle Monster in dem Areal nieder. Aber wenn du nur auf einer drauf klopfst, wenn du auf den in die Mitte klopfst, triffst alle hier. Benutze es doch mal zu deinem Vorteil. Als nächstes kannst du den Gegner auch direkt niederknüppeln. In einer Linie. Das sind so 2 Attacke-Linie. Der erste. Kann ich so. Das erlaubt dir, der Gegner in einer Linie so zu attackieren. Und du kannst das überall raussuchen auf der Linie, wo. Und die andere Sache, das erlaubt dir auch noch, ja, alles was zwischen dir ist niederzuschnetzeln. Wie im vorherigen Beispiel sind alle 3 Kreaturen attackierbar, aber wenn du nur den ersten triffst, dann trifft's auch nur Dendo. Als nächstes kannst du es auch noch so in einer Linie, in einer Waagrechte machen. Ja, es geht so. Geht horizontal. Kannst auch so viele wie möglich treffen. Und du kannst natürlich mir direkt in die Zone reinhauen. Du kannst aber so Attacken verwenden, wenn die Gegner außerhalb von deiner Zone sind. Deswegen müssen die Viecher um dich rumtrollen. So kannst du auch in der Zone in der Aktivzone niederschnetzeln. Ja, fühlst du dich jetzt sicherer? Bestimmt. Und du? Ich bin hier weiß, willst du mal Unterricht? Ah jo, komm, hau rein. Du hast Potenzial, ich bring da ein paar Techniken bei. Das sind magische Attacke und ja, die auch noch deine Waffe beeinflussen. Das kannst du mit Disziplin erreichen. Okay. Ich fand jetzt eigentlich auch die Kampfmusik recht cool, die bei dem Ritter-Tutorial dabei war. Willst du was über Schade im Kampf lernen? Ja, komm. Manche Monster in Spezialattacke. Okay. Der Trank hebt deine Health Points, deine Trefferpunkte wieder langsam. Und deine Attacke sind dann... Achso, Poison, Quatsch, nicht Potion. Gift. Deine Trefferpunkte werden langsam runtergedrückt und deine Attacke sind auch noch geschwächt. Langsam. Du brauchst ein bisschen länger Zeit zwischen deiner Attacke. Schlaf. Das schwächt deine Verteidigung. Aber ein guter Schlag, der weckt dich wieder auf. Chaos. Oje, oje, wie er lacht. Das macht dich verwirrt und lässt dich befreundete Gruppe angreifen. Das ist ein bisschen hart für die Freundschaft. Oder für Freundschaften. Blind. Du kannst nicht so gut sehen. Es ist schwierig, Gegner zu attackieren. Und bei Versperre kannst du keine Techniken mehr verwenden. Bei Stopp. Ja, das macht dich Du kannst einfach nichts mehr schaffen, Kerl. So rum.
Wenn das die Situationen sind, vor denen du dich schützen möchtest, dann möchtest du auch mehr Damage abkriegen, mehr Schade abkriegen. Benutzt doch mal Heilung oder wart bis der Kampf vorbei ist, um dich automatisch wieder davor zu heilen. Komm, mehr brauchen wir nicht mehr. Das ist doch schon in Ordnung so. Drück L und R, um aus dem Kampf abzuhauen. Wicht, du musst wissen, was rennen musst. Aber du musst kämpfen, um stärker zu werden. Und jetzt wegen der Equipment-Menüs. Die Nummer neben am Schwert und Schild Icon, die zeigen der Attacke und Verteidigung an. Je höher die Nummer, desto toller ist das Zeichen. MDEF, das liegt nahe, dass deine Fähigkeit zu blocken, magische Attacke zu blocken steigt. Wenn es bei 10 ist, dann ist magische Attacke, der magische Schade um 10% reduziert. Und Stern noch eine Charakteristika heißt, dass du auf Maximum Stärke bist. Na, geiler Scheiß. Hier haben wir noch was. Das holen wir uns jetzt auch noch gleich. 100 Goldstücke, sehr schön. Gut, dann kruscheln wir hier ohne weiter rum. Ich mache die Episode jetzt auch mal ein bisschen länger, weil Tutorial und so. Aber es ist schon mal interessant und ich merke jetzt, hallo, lass mich wieder raus? Ja, das weiß ich mittlerweile, über das Establishment weiß ich Bescheid. So, okay. Dann gehen wir mal auf den Markt. Oh, was ist denn das für goldiges Vieh? Besuche unseren Stall in Lean Square. Okay, mache ich. Was haben wir denn hier noch? Da komme ich ursprünglich her. Residence. Sehr schön, da können wir auch noch rein. Hallo? Na, komm her, du. Das Girl Luca sagt, dass sie die Erfindung oder die Entdeckung ihres Lebens gemacht hat. Oder ja, der jetzige Lebensspanne. Of a lifetime. Du weißt, was ich meine. Von der Lebenszeit. Ich bin so fröhlich, dass ich Kreische kennt. Oh je. Mach's mal lieber nicht. Können wir in die Residence auch noch reingehen? Anscheinend nicht. Residence, das war Kronos Haus. Sehr schön. Ist das Lukas Haus? Nö, anscheinend nicht. Hallo? Es ist schwer zu glauben, dass Guardia 1000 Jahre alt ist und unser König ist schon der 33. Nachkomme vom Thron. Aber wie kann er sein Königreich kontrollieren, wenn er nicht mal seine Tochter kontrollieren kann? Oh, da scheint wohl ein bisschen was gegen den König hier ausgesetzt zu werden. Können wir da noch rein? Nö, da waren wir schon. Wo geht's dann hier? Ah, Lukas Haus. Na also. Ui, hier sieht's aber auch wild aus. Das sieht so Daniel Düsentrieb-mäßig aus hier. Gucken wir uns doch mal um. Was gibt's denn hier Schönes? Ah, die Musik ist aber echt schon recht beruhigend, auch wenn man die jetzt längere Zeit hört. Ich finde sie trotzdem irgendwie schön. Okay, dann gucken wir nochmal hier rein. Hier finden wir anscheinend nichts. Da können wir aber auch wohin gehen. Da können wir noch wohin. Aber das bringt uns auch nichts. Haben wir hier noch eine Truhe oder so? Ich muss sagen, die Truhe habe ich am Anfang ja gar nicht gefunden fast. Das war echt eher Zufall. So, wie sieht's dann mit dir aus? Die Lara. Oh, hallo Chrono. Die Luca ist noch Lean Square gegangen mit ihrem Papa, der Taban, um ihr neue Erfindung vorzuzeigen. Okay, weiß ich Bescheid. Mag ich aber nochmal hier durchgehen. Schön haben sie es auf jeden Fall. Aber, ja. Sieht wohl so aus, als könnte ich hier nicht großartig was machen. Von daher muss ich wohl noch Lean Square. Ich finde die Welt auch wirklich schön und arschsprechend animiert. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Kann ich eigentlich schon zum Schloss gehen? Oh, du. Der Guardia-Wald. Muss das einmal so ein bisschen auf mich wirken lassen? Das hat ja echt schon was Mysteriöses, was Schönes. Ach ja, so typisches JRPG halt mal wieder. Okay, dann gehen wir doch mal noch Lean Square. Schick. Was ist denn Opa? Willkommen zum Jahrtausendskarneval, zu der Kerwe, zu der Jahrtausendskerwe. Viel Spaß! Alla hopp, die wär ich aber. Und was ist mit dir, Oma? Oh, bei dir kann ich was kaufen. Kann ich Tonic kaufen? Da habe ich ja schon eins. Und um Status zu heilen, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Shelter. Ich glaube, so Zeug brauche ich noch nicht. Ich sollte mal lieber nochmal,
Ich sollte eventuell gucken, dass ich auch Ausrüstungsgegenstände kriege. Die Läufer, die sind ziemlich beschäftigt beim Rennen, also wenn sie den mit mir retten wollen. Okay, wie sieht's dann hier aus? Und... fast. Und wie sieht's dann so aus? Drück der A-Knopf, während du die Glocke dir anguckst. Überleg dir gut, deine Distanz nicht einnimmst und dann drück nochmal der A-Knopf. Ui, da rennen aber ein paar Knödel hier rum. Nochmal. Jawohl. Beeindruckend. Du kriegst einen Silberpunkt auf deine Karte. Okay. Bringt man das irgendwas Schönes? Anscheinend nicht, aber ich mache jetzt einfach nochmal aus Prestigegründen. Sehr schön. Und noch ein Silberpunkt für dich, Berschel. Geht da noch mehr? Natürlich geht da noch mehr. Komm, 3 Dinge. Yes. Sehr schön. Jetzt, komm her, du Knödelkopf. Mit dir will ich retten. Oh. Ein Froschkopf. Oh, Ketzel rennt auch wieder hinterher. Was ist mit dir, da? Was gibt's denn mit dir? Karate G und ein Bronzehelm. Schön. Dann holen wir uns doch dieses Karate G. So, schick. Das hat zwar jede Menge gekostet, aber wir rüsten uns jetzt nochmal aus mit dem Zeug. Mann. Falsch. Ich muss echt immer drauf achten, weil bei Secret of Mana war es noch ein bisschen anders und ich habe direkt can be used by Chrono. Ja, wunderbar. Und ich habe direkt nach meinem Gedöns hier, nach Secret of Mana, habe ich direkt Chrono Trigger runtergeladen. Und, ja. Ne? Bin jetzt direkt dort drin. Und muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Von 14, also 5 mehr bringt's uns. Das ist schon mal nicht schlecht. Da können wir diese Tunika noch verkaufen, würde ich sagen. Ich mag die Musik auch hier. Es macht echt Spaß hier, deren Musik zuzuhören. Okay, dann, Mist. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Der Bronzehelm, den kaufen wir jetzt auch noch ein. So, dann hämmert das auch noch. So lernt man auf jeden Fall auch was. Nee, da muss ich mich so ausrüsten. So war das, genau. Dann wird das ersetzt von 21 auf 26. Sehr schön. Mal Accessoire als Bandana lasse ich jetzt auch erst mal. Bin mal gespannt, ob die Rüstungen hier auch dargestellt werden. Und 55 Gold habe ich. Aber ich würde sagen, noch so ein toller Einkauf mache ich jetzt hier erstmal meinen Cut, ihr liebe Leute. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, mir beim ersten Mal zuzugucken, wie ich das Spiel jetzt angefangen habe, gerade wenn ihr schon etwas erfahrener seid. Vielen Dank auch nochmal an die Empfehlung von, ich glaube, du warst das, der mir das empfohlen hat, dass sich das Mon auch explizit sich gewünscht hat, dass ich das spiele. Ich hoffe, es macht dir Spaß, den Weg mit mir zu gehen. Und vielen Dank an alle, die mir auch zugucken. Habt Geduld mit mir und habt auch Geduld mit meiner Englisch-Übersetzung ins Pelzige. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.